Dafür haben die Babystübler einen Haufen Schaufliarbeit gespart. Fest hat sie zuerst das Sonnenlicht geblendet, das im ganzen Zimmer war. Doch nach ein paar Mal blinzeln haben sie sich schnell daran gewonnen und Freude daran zu sehen, wo sie mit ihrer Babystube gelandet sind. «Wow, Mom, das ist ja voll cool!» war der Junior von den Socken. «Wir wohnen mitten neben der schönsten Eisenbahn, die es überhaupt gibt.» Zackig hat er einen Gump zu der Babystube ausgemacht und ist in einem Park mit See gestanden. Auch die Babystube Mami ist wieder mit seinem Baby auf dem Arm hinter dem Papi nachher zu ihrem Haus ausgekommen. «Du, aber das ist ja der Hammer. Schau einmal, wie schön ich mit unserem Baby hier wägeln kann. Das heisst, wenn das Kind, das uns zu Weihnachten bekommt, das mit uns spielen will.» «Ja, genau. Und ich könnte von jetzt an Lokführer sein», hat sich auch der Papi gefreut. Dann ist die ganze Babystubenfamilie in den Zug eingestiegen und hat sich's gemütlich gemacht. «Du, Ma, ich will gerne dort durch das lange Tunnel tuckeln mit dem Zug. Geht echt das?» hat die Babystubenmami erwartungsvoll wissen. «Sollte eigentlich. Muss mal schauen, ob ich die Maschine zum Laufen bringe.» Doch noch bevor es so weit war, ist schon wieder jemand gekommen. «Nein, aber so etwas, so Bello, du bist ein ganz böser Hund», hat eine tiefe Stimme geschumpfen. «Wegen dir muss ich jetzt die grosse Babystube noch einmal neu einpacken. Kann ja der Schüli nicht ein verhutzeltes Päckchen zu Weihnachten geben. Oh, dabei wollte ich nur ein Moment hier innen Eisenbähneln und mich ein bisschen ausruhen.» Es hat geraschelt und der grosse Mann, der geschumpfen hat, war am Aufräumen. Plötzlich hat er aufgehört damit und dafür herumgeschaut. «Das ist nicht wahr, oder Bello? Du hast mir nicht die Babystubenfamilie gefressen.» Der Hund hat natürlich nichts dazu gesagt und ist fortgeschlichen. Die Babystübler selber haben sich weiter schön still im Eisenbahnwagen innen. Nicht lang ist es gegangen, da hat es einen Ruck durch den Zug gegeben. Nachher ist er losgefahren. Vorbei an der Babystube. Vorbei am schönen Park mit dem See. Und vorbei am Pult, wo der grosse Mann dran gehockt ist. Dort hat er mit seinen Hebeln Barrieren auf und zu getan, Weichen gestellt und natürlich den Zug schneller oder langsamer fahren. Komisch hat er geschaut, als er die Familie Babystube in seinem Zug gesehen. Aber weil er sowieso nicht gewusst, wie die dorthin kamen, hat er nur gelächelt, ihnen eine gute Fahrt gewünscht und sie noch ein paar Runden mit seiner Modelleisenbahn fahren. Auch durch das lange Tunnel sind sie mehr als einmal gekutet. Und die Babystuben-Mami hat jedes Mal ein goldiges Freudli dran gehabt, wenn die Lampen im Zug angegangen sind. Schliesslich war Endstation. Der grosse Mann hat den Zug mit der Familie Babystube drinnen genau vor ihrem Haus anhalten. Dann hat er ein Baby nach dem anderen fein zum Eisenbahnwagen rausgeknüppelt und zur Babystube ins Bett gelegt. «Besten Dank für euren Besuch und hoffentlich darf ich euch gleich wieder in meinem Zug begrüßen.» Daraufhin ist es schon gleich dunkel geworden in der Babystube. Das, weil der Grossmann neues Papier drum geleiert hat. «Ui, hoffentlich war das nicht das letzte Mal, wo die Familie Babystube Zug gefahren ist», hat die Babystube-Mami wieder im Feistern in ihrem Mann gekuschelt. Doch lang ist es diesmal nicht feister geblieben. Weihnachten ist gekommen. Die Schüli hat die Babystube haben und der grosse Mann hat mit dem Schüli zusammen einen Ausflug ins Modelleisenbahnzimmer gemacht. «So, Schüli, und vergiss nicht, wenn deine Familie Babystube mal ein Reisli machen will, dann habe ich immer einen Zug für separat.»